Willkommen am Kader vun der Christsendung vun ADR Tele. Schein, dass Dir mat dabei seid. An hier sind Tab-Iwerschriften vun dieser Edition. Den Edukationsminister Meich frankophonisiert als Schule, als Kanner an als Land. An der Chamber huet sich dafür die ADR als einzige Partei klar gegen die Alphabetisierung auf Französisch ausgeschwert. Es besteht das Risiko, Lützebäuerisch an als Mehrsprachigkeit immer mehr stark zu verlieren. Am Minet waren es eine Reihe von unseren Vertretern von den einzelnen Sektionen ganz aktiv, für die Möchten an ihre jeweiligen Gemeinden zur Sprache zu bringen, und weisen konsequent auf wichtige Lokal-Uleisen von jungen und älteren Bürgern hin. Traditionell ist es an der Dezember-Sendung von der ADR Tele Christausspruch von der Partei spitzt. Das Keier mit der Präsidentin Lexi Schoß und dem Generalsekretär Luc Reiter. Immer mehr Französisch an den Krechen, an der Spielschule, gerade wie an der Berufsausbildung. Wenn du der Lützebäuer bist, der nicht gut Französisch kann, kriegst du immer mehr schwer hier am Land. Für lo, wie der Minister Meich die Alphabetisierung auf Französisch plan durchzusetzen, das setzt dem Ganzen wirklich nach Kron ab. Bei so einer wichtigen Entscheidung hat unserer Meinung nach für die erste Volk gefragt gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den heute im Ordre du Jour steht, weil es da groß, krass, elementär Abschnitte bedeutet, an so wie wir als Schule kennen, an das System, an auch an als Gesellschaft, sogar als Identität, ob sozial zusammenleben. An der Teil ist ja wahrscheinlich auch schon den ersten Schritt, wo Theresa sich feiert, das also von der Frage, die ich am meisten stellen, sicherlich immer mehr an die falsche Richtung. Das hat den schon wert, dass bei seinem wichtigen Projekt auch der Premierminister vielleicht das Wort dazu gesagt hat, war die großen Absonheit bei dieser Sache. Und das fand ich immens schön, von bei einem Punkt. Ja. Wann es geliebt, der Kolput wird. Sie paar Kollegen grundsätzlich der Meinung, dass das so was. Ich fand, dass gerade diesem Punkt der Wichtigkeit entsprechend gut gewirkt wird. Die Debatte, die wäre mir schon ganz lange, ich habe selber ganz lange Schule gehalten, aber immer schulpolitisch, schon von kleinem und ganz mal dran. Ich habe ganz früh schon darauf aufmerksam gemacht, ob Probleme die kennt Sturm mit seiner französischen Alphabetisierung, wir haben der Artikel gemacht, Pressekonferenzen, Video und all die letzten Jahre immer wiederholt. Leider also da war sos nicht so eine große Debatte dabei gekommen, bis vielleicht die letzten 3-4 Wochen, das schuld, weil gerade so ein Punkt hat eine große Debatte verschiedene Vereine gefordert und dafür meine ich wieder Teil zum Beispiel von den Punkten, wo ihn unbedingt hat müssen ein Referendum organisieren, wo das Volk demokratisch dezidiert hat, ob das heute so lange vorwärts gehen oder nicht. Volk frohen, da das natürlich nicht dem Gusto no vu ganz viele Leute bannen. Mir ist Schiffer der Meinung, dass es immer gut ist, Volk zu frohen. Es sind nicht nur vier Punkte, werde ich nur erklären, für was mir gegen dieses Projekt sind. Die erste Frage, die ich stellen muss, ist, bringt der Teil wirklich etwas? Wir haben die letzten Jahre einen immensen Bashing erlebt, ob als ein traditionelles Schulsystem, den immer nicht schlecht gerät ging, den aber am Anfang immens gut war, als seine Origine und auch haut nach gut funktioniert. Wir haben auch, zum Beispiel die Kanner angeht, die aus der Migrationsstamm, der hat immer mehr gesehen. Und wir immens viele Beispiele und auch quantitativ immens viele Leute, die die Schule gepackt haben. Von der portugiesischen Migration, italienischer, jugoslawischer, von wo auch immer, die am Lützebäuer Schulsystem exzellente Resultate gewiesen haben. Und heute da am Land portugiesisch Doktoren, auf den Koten von allem. Leute, die die Schule gut gepackt haben, ist auch in nur Familienfeld. Das wisst ihr vielleicht, an dir bestimmt auch. Es ist also nicht so, wie wann der Titan D Gruß hört wir. Ja, wir haben schulische Aufforderungen immer. Aber wir waren immer hilfreich über Sprachkompetenzen. Und heute geht seit Jahren gehen die sogenannten Sprachkompetenzen nicht mehr als Chance ergreifen, mehr als Barriere. Sprachen gehen als Barriere am Schulsystem bezeichnet. Und an Mengen an, als wann etwas populistisch ist, ist gerade das für Lotsprachen als eine Barriere zu bezeichnen, wo sie darüber eine Chance sind. Die Schule ist also das Schuld. Wir haben am Deutschen große Vorteil bei der Alphabetisierung, dass am Deutschen
gene oder ball gene so geschrieben wie auch geschwert. Das App für den Französischen nicht der Fall ist. Und dafür sind Resultate am Allgemeinen zu Internationalitäten bei einer französischen Alphabetisierung mehr schlecht. Mit das mal nicht den Punkt, auf welcher Spruch alphabetisiert geht, die wichtig ist. Und das ist auch heute schon ein bisschen angeklungen. Wir ändern, es wird heute nicht viel ändern. Weil der große Punkt, für was das Schüler an der Schule nicht packen, dass die Kriterien vom sozioökonomischen Hintergrund auf wie Bildungsnot älter sind und nicht an das nicht Spruch, der ihn daheim schwätzt. Das weisen nämlich auch ganz viele Etüden und das ist auch eine Realität. Und das halt soll ich noch abhalten mit der Sozialromantik für Leute so, mir gibt es etwas machen und dann gibt es mir fragen, gibt es besser gehen, ne? Für die armen Ausländer kann die von diesem traditionellen System nicht packen können, weil die nicht können, weil sie ja beweisen, dass sie können. Ne? Und so haben wir das einfach gemacht, und wir machen ihnen dummer da kein Gefallen. Das ist nicht gut. Und übrigens, auf Frankreich geht auf Französisch alphabetisiert, und sind trotzdem ganz viele Schüler, die nicht packen, an ihren Frankreich an der Schule echuieren Franzosen. Zweiter Punkt, wir erleben hier eine Trennung. Da wo die Schüler immer zusammen waren, gehen sie an 4 Zyklen, gehen sie getrennt, wo sie dann vom traditionellen ersten Schuljahr bis 4. Schuljahr werden sie über Teilchen von den Stunden nicht mehr zusammen sind. Sie werden getrennt und das fanden wir fundamental nicht gut, weil wir der Meinung sind, dass gerade in einem Land mit so vielen Ausländern kann, muss es Sinn für die Integration zu garantieren, dass Kinder zusammen in einer Schulbank sitzen und von dem anderen gemeinsam alles durchleben und zusammen schafft. Und da kriegen wir eine starke Gesellschaft, eine starke Kohäsion sozial. Und das ist für mich das Allerwichtigste bei diesem Projekt. Und ich wehre mich wirklich dagegen, dass wir aufhängen, Kinder zu trennen, weil die wird nicht immer darauf halten, die wird gesehen so nicht, dass wir nicht naiv sind. Die Projekt Hai, den hört du hast etwas drin, dass das immer weiter gefordert wird und dass die Trennung immer mehr stärker wird. Wir machen ein Bix von der Pandora ab und das ist nicht gut. Es führt zu Segregation, es führt zu Parallelgesellschaften und dann nennt den Pilotprojekt auch noch zusammenwurzeln, wo ihn da, wo die Schüler damals immer zusammen waren, so trennt. Das ist sicherlich nicht gut, gerade für ein Land wie Lützeburg, wo ja aber die Integration die letzten Jahrzehnte am Anfang exzellent funktioniert hat. Gerade über die Schule und über die Kinder. Und das ist der große Merit von der Lützeburger Schule. Mit der Dreisprachigkeit, die sie garantiert wird. Und dann dritter Punkt, da geht es um die Sprachen. Und soll ich nicht einfach kurzfristig denken, mir auch langfristig. Frankophonisierung, das ist das, was nämlich stattfindet. Wir haben hier im Endeffekt, weil die Französisch eine Integration à l'envers. Wir haben also der Punkt, dass wir kommen in eine Situation, wo ihr also seht, letzte Mal mussten sich aufpassen und nicht mehr die Leute, die hier kommen. Und das ist die Integration à l'envers. Und ich komme noch kurz darauf zurück. Das ist eine Benotelegung, die das mit sich zieht. Wir haben das über die letzten Jahre immer gesehen. Eine Frankophonisierung, die wir gut. Das ist Französisch an den Krechen. Und die Krechen, das am Anfang gesagt, die sollen Mehrsprache sein, das für mich Lützeburg. Heute wissen wir, dass an den allermeisten Krechen hier im Land ganz bisschen, wann überhaupt Lützeburg geschwärzt wird, an die System, die angefordert wird, in der Chambre, auch von mir meist, hat nie funktioniert. Am Endeffekt, unter dem Strich, also Französisch an der Kreche. Da guckt man nach Französisch an der Spielschule, Französisch an der Berufsausbildung, Französisch an der Edukateursausbildung. Ne? Wenn ihr just Deutsch könnt, da könnt ihr keine Edukateursausbildung machen. Wenn ihr just Französisch könnt, da könnt ihr aber. Und dann das Sprachniveau, für Lützeburg jetzt Kinder so gesagt, gehen just nach internationalen Schulen abgemacht und geht darum mehr beim Staat die Leute angestellt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Lützeburg oder Deutsch, wir können, wo also just nach Einspruch zählt, und nicht mehr die 3, wie gesagt, gehen das für drin, nämlich just Einspruch, und das ist Französisch. Und das geht überall am Staat immer mehr rundherum sich an alle Sektoren, die affiliiert sind, CRL, Spurkäse, Luxert und so weiter und so fort, Post, wo früher immer, ich muss Lützeburg, heute müssen schwätzen an Deutsch, du hast just nach Französisch. Und das ist das große Problem, da ist da, wo die Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit verloren geht, weil der Lützeburger, der nicht mehr gut am Französischen ist, wo geht der danach hin? Von den ähnlichen Kriterien nach die Französische Sprache, aber Lützeburg und Deutsch nicht mehr gefroht wird, dann ist es ganz klar, der Lützeburger, der in so einer Gesellschaft, und zum Beispiel die nicht gut am Französischen, also der geht dafür, den verliert. Und das ist Benotelegung, die Heimat diesem System noch mehr zementiert wird und weitergefordert wird. Und dafür sind wir da absolut dagegen. Wir sind der Meinung auch, dass langfristig der Teilwert dazu feiern, dass Deutsch immer mehr wird verschwunden. Deutsch ist los in einer schwacher Position. Aber wenn Deutsch verschwindet, da wird auch Lützeburg verschwunden. Lützeburg kommt immer in einem Land existieren, in einer Balance zwischen dem Französischen und dem Deutschen. Wenn wir die 2 starken Sprachen hatten, kommt Lützeburg da an der nicht evaluieren. Hätte man just eng von den 2 gehabt, wird Lützeburg wahrscheinlich vielleicht das schon so weggedrängt gehen. Das ist also wichtig, ein Gleichgewicht zu haben, nicht nur an der Schule, aber auch
auch am gesellschaftlichen Leben, auch beim Staat, überall zwischen Deutschen und Französischen, weil wir riskieren, Deutsch zu verlieren. Und es kann ich auch denken, dass das gewollt ist, weil der Herr Meischer denkt, gesagt, wir sind aber Briefe wie ein Spruch, den wir überhaupt noch viel beibehalten. Das Fundament, was nur mit der Liste geschieht, das ist auch ein gut froh, wahrscheinlich sollen die an ihrer jetzigen Form auch verschwinden. Dann noch ganz kurz das Projekt, noch so 2 Motionen, Herr Präsident. Denn Kritiken im Projekt, ganz einfach. Das Pilotprojekt ist nicht aufgeschlossen. Die Kenntnisse sind nicht da, sie können nicht da sein. Sie können recht da sein, wenn jeder kann das schon am Liste sein. Sind sie nicht. Das Projekt ist aus 4 Schulen gemacht, dass sie 4 Schulen, die absolut nicht repräsentativ sind, dass sie 4 Schulen, die sich ganz stark ähneln, an die echt am schwachen Bereich unzusiedeln sind. Für was hat er nicht das Projekt auf einer Schulen ausgebaut? Dann hätte ich keine bessere Kenntnisse haben. Pädagogisch hast du durch die wissenschaftliche Grundlage auch immens dünn und die Entscheidung, die er getroffen hat, die kann ich am Anfang nicht wirklich nachvollziehen. Da soll am Zyklus 4 zu Summe gefordert gehen, auch da das noch nicht geschieht. Wir wissen gut nicht, wie das noch wird geschehen. Auch da ist das Projekt noch nicht wirklich angekommen. Wann nämlich dann die kann zu Summe kommen und dann der Schulmeister und Lehrerin an einer Klasse, was in derselben Kanner muss, ob Französisch, ob Deutsch und ob Lützeburg dann erklären, wie soll das funktionieren in der Praxis. Auch da das noch nicht gemacht gehen. Dann 5. Da gesagt den, dass das gesot gehen kann er wären dann auf einem gleichen Niveau als gesot gehen und nur der Primärschule. Auch das ist wahrscheinlich nicht der Fall an Ascho gesot gehen. Aber wenn in der Umsetzung auf dem Projekt guckt, die komplett überstürzt ist, dann kann ich just der Staatsbeamte kommen, merci so, dass die so soll in das Projekt nicht mitstimmen. Und das sind nämlich die Leute, Staatsbeamte, guck mal, das sind die Leute, die Terrain Datei sollen umsetzen. Aber ihr seht, die sind dagegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht vergessen bei der ganzen Sache. Grosso modo geht es komplett überstürzt, was unserem Land wird schulden, unserem Zusammenhalt, auch unserer Kultur, wie wir haben, unserer Dreisprachigkeit, dem Gleichgewicht zwischen Deutsch und Französisch, dann sind immens gefroren. Und ich bin einfach wirklich verwundert und auch rosen ein bisschen mit der Naivität, wie verschiedene Heidrunden rumgehen, wie wenn Lobemol alles der Tote verbessert. Das wird nicht der Fall sein. Und ich hoffe, dass wir darauf zurückkommen und dass wir das Teile vielleicht können an eine bessere Möglichkeit ändern. Und ich will noch so ganz kurz als Schulsystem, wie wir ihn haben, wie wir ihn hatten, den ist absolut nicht so schlecht, wie er immer gemerkt hat. Den hat seine Merite bewiesen. Und den neuen, den hat seine Meriten noch nicht bewiesen. Den hat sich noch nicht bewiesen und dafür den das nie verloren so affären. Ich habe noch 2 Motionen mitgebracht, so ganz kurz was geht. Bei den Rängern geht es darum, dass wir in Zukunft darauf festhalten, dass Lehrpersonal in der Primärschule ganz gut, exzellent Lützeburg-Kenntnisse muss vorweisen, für das wir nicht an die Gefahr kommen, dass wenn man gesagt wird, wenn wir auf Französisch frankophonisieren, können wir direkt doch Französisch Schulpersonal erstellen. Das wäre dann ein logisches Zwitter von was aber nicht gut wird. Und die zweite Sache ist die, dass das Projekt evaluiert wird und dass wir uns vorholen, dass wir das Projekt auch wenn es muss ändern oder sogar durch den wir haben, ersetzen. So nicht merci. Ganz gut. Herr Edukationsminister, das ist eine Tatsache, dass an den Kirchen hier im Land die Erzieher und die Erzieherinnen die Lützeburger Sprache nicht beherrschen. Die Probleme kommen jetzt in einem Artikel an der geschriebenen Presse auf Tapet. Titel von dem Artikel von mir frei übersetzt auf Lützeburgisch: Kirchenpersonal kündigt an Eltern suchen sich in Lützeburger Sprache. Am Zeitungsartikel wird Stadt Diedling genannt. Und du hast den Konstat, dass viel Wert auf Lützeburg an den kommunalen Einrichtungen gelöst wird. Aber private Kirchen, die eigentlich angehalten sind, auch Personal mit Lützeburg-Kenntnissen anzustellen, ist das an der Praxis aber nicht der Fall. Da gibt es exklusiv just Französisch geschwärzt gehen. Etwas wird viel Eltern dazu bewegen geben, für Kanner Lever an öffentlichen Einrichtungen umzumelden. Da tut den Diedlinger Bürgermeister, den Herr Biancalerna, der noch hier sitzt, am Artikel konfirmiert. Die weist auch darüber hin, dass es nicht der Gemenge Aufgabe ist, für Privatkirchen zu kontrollieren. Spätestens, wenn die kleinen Kanner bis an die Schule gehen, geht immer nicht festgestellt gehen, dass das nicht genug Kenntnisse von unserer Sprache aufweisen können.
Da will ich vom Herrn Minister vier wissen, wie hier zu dieser Aussage steht. Und noch eine Reaktion auf den Fall, dass viele Eltern hier Kanner Lever an einer Crèche unterbringen, die vielleicht mehr weit weg ist, mehr wo Lützeburg geschwärzt wird. Und da wollte ich noch wissen, ob der Edukationsminister plant, die Absicht über die sprachliche Situation an private Crèchen zu verstärken. Ich denke, ich spreche nicht im Detail auf den reglementären gesetzlichen Kader anzugehen. Die kennt wahrscheinlich alle Deputierten mit dem Reglement von 2013, wer sieht, dass man 3 Landessprachen haben und dass natürlich jeder den Anhänger Struktur von der Kleinkantbetreuung von der Service Education et Accueil schafft, dass dann dementsprechend auch eine Reihe von Kriterien muss erfüllen, wer das Sprachen überleihen. Oder los oder lauscht herweitig. Dat ass fir dat man ab gemeinsame Kenntnisstand kommen den offensichtlich aber net so bret, als wie ich gemengt hun der Niveau B1 am Verstoen an der Niveau A2 an der Ausdrucksweis wohl verstane fir eng von denen 3 Sprachen. Dann hummer awer 2017 och nach einmal die Gesetzgebung do verschärft. Da gimmer vun der Chamber River bis op Straßburg an d Europaparlament bei de ferner Karteiser. Die war für kurzem zu Washington an net Vertreter vom US-Kongress begéint, die sich gerade so stark für den Frieden an eng diplomatische Lesung vom Ukraine-Konflikt ersetzen für hier selber. Schönen guten Mittag. Wir hatten die letzte Plenarwoche zu Straßburg für das Jahr. Lös denken wir heute und Feiertag. Und vorhin ist eine ganz gut gefüllte Woche, weil wir hatten zum Beispiel Diskussionen über den Mercosur, mit Demonstrationen von den Bauern, die sich natürlich ganz viel Sorgen machen darüber. Ich bin da, muss ich sagen, nicht gegen den Mercosur, aber ganz stark aber auf der Seite der Bauern, wie das man nicht tun will, weil das Lebensmittelversorgung oder die Qualität von unseren Lebensmitteln gegen aufsetzen. Ich meine, das ist ein ganz berechtigtes Sorge, die ganz viele Leute tun und die ich auch teilen. Dann hat man natürlich eine Diskussion über die russischen Suen, die festgesetzt sind an der Belge. Das ist ein ganz wichtiges Sujet für die Europäische Union. Wir haben heute am Mai den Europäischen Konseil, den zusammen könnt. Was mich wundert eigentlich, dass die belgische Regierung eine ganz klare Position hat, dass wir Lützeburger die nicht unterstützen. Wir sind ein internationaler Finanzplatz, wir hatten all Interesse daran, eine klare Position zu weisen, dass Suen, die einem Staat gehören, nicht dürfen angepackt gehen, wie das international Recht das vorgesagt. Und unser Premierminister ist nicht kapabel, das zu sagen. Also ich muss sagen, dass wir die Lützeburger Regierung Mist machen an so einer Situation nicht gemerkt hat. Alten ist eine Regierung ohne all Profil. Ich ärgere mich ganz viel auch am Kontext von der Lützeburger Spruch, zum Beispiel in europäischen Institutionen, wenn dann das international Recht geht. Wir haben eine Regierung wie keine, das auf jeden Fall etwas, was ich immer so, und da wird mich wirklich enttäuscht, da rose mich, dass man nicht visibel sind, und dass man eine Regierung haben, wie man, ich freue mich wirklich, scheint du, wie weit das geht. Gut, was tun wir nach der Woche erlebt, eine Diskussion über Aufreibung, was überhaupt gar nicht eine europäische Kompetenz ist. Die Politik, das ist ein rein nationaler. Wir sehen, dass heute europäische Institutionen sich an alles wollen anmischen, all mögliche Pouvoir aus sich ziehen und Memberstaaten entmurchten. Das ist etwas, was wir nicht tolerieren können. Wir haben Treaty festgelegt, die wir ratifiziert haben, wo ganz klar festgelegt ist, wer für was zuständig ist. Und hier hält die Kommission sich nicht darunter, und auch das Parlament, das Europäische Parlament geht weit über sein Pouvoir heraus. Und das ist nicht nur den institutionellen Kader, aber auch das, was da gesucht wird, das denkt dazu, wie die Legislationen von den Memberstaaten zu umgehen. Dadurch, dass mit ihren Steuergeldern die europäischen Institutionen sollen die Frauen finanzieren, die an ein anderes Land wollen gehen, für eine Auftreibung vorzuholen. Alles das ist nicht rechtmäßig, und schon noch dagegen gestimmt. Erstens aus Gründen, weil ich gegen die Auftreibung sowieso sind. Und zweitens einfach, weil es gar nicht an die Kompetenzen von der Europäischen Union leidt. Die gesieht vor so eng Rëmmeng woch mat viele wichtige Probleme an die Froh von den russische Suen an der weiterer Finanzierung von der Ukraine steht weiter am Raum, an da werden wir auch an den nächsten Dech trotz der Feiertag werde weiter darüber müssen diskutieren. Ich so erst merci für all den Interesse, die man das Jahr entgegengebracht hat. Wir haben viele Menschen heute zusammen verbraucht und zusammen erlebt. Es war ein gut gefülltes Jahr. Die hat man freundlicherweise immer nur gelauscht und die wird man auch wahrscheinlich, ich hoffe, auf jeden Fall in Zukunft nach nur lauschen, wenn ich euch ein bisschen erzähle, von dem, was zu Bresland, zu Straßburg geschieht. Dafür ganz große Merci. Ihr schönen Feiertag. Ich komme am nächsten Tag auch nach Dortmund zurück. Bis ganz geschwind.
Als Lokalsektionen aus dem Süden hu sech dëskeier mat den Themen Logement, Freizeit a Verkeiersproblematik an ihre jeweilige Gemengen auseinandergesetzt. Hier sind wir zu Betebusch beim Skaterpark. Da das auch in Ulla ist, wird man schon Santa Poyoa haben, wo wir gefroht hatten, dass den eventuell auf einen Platz soll kommen. Erstens ist es weit aus Betebusch raus. Das ist nicht zentral für andere Jugendliche, die am Ufer wohnen oder so, dass die können hinkommen. Es leider bei einer Hauptstraße, das ist immens viel Trafik hier. Und das ist auch gefährlich für die Autofahrer. Wir hatten damals die Idee gehabt, dass den Skaterpark auch auf den Weg vom Ries gehen. Und das ist aber leider nicht zurückbehalten ging. Aber ich fand, dass es den Skaterpark auch ein bisschen so herzlos ausgesehen. Das ist so, ja, wir meinen, ich habe es dahin, aber wir brauchen uns nicht zu freuen. Ja, im Prinzip hat die Gemeinde ja auch vorgesehen für Dateien, den Skaterpark an den neuen Masterplan vom Umbau von der Sporthalle zu machen. Da in dem Moment sollte der Skaterpark gebannen sein, was für uns im Prinzip auf einer Seite nicht ideal ist, weil die Jungen gerne noch dabei sind. Da muss ich auch Outdoor-Sportarten machen ein bisschen. Und was noch ein großes Problem ist, das kann auch immens lang dauern, weil als Gemeinde ist immens verschuldet. Also ideal, was mir frohe wäre, wenn die Gemeinden sich ein paar Ideen holen von den Nopischen Gemeinden, Dietling oder eventuell auch aus der Stadt, wie kann für die jugendliche Flotte Skaterpark organisieren, dem mir sicher ist, wo sie dann noch den Access haben zu jeder Zeit, wo sie da gerne kommen. Voilà, hier sind wir dann an der Gemeinde Suessem, und hier erklären wir einen kleinen Fall. Wenn ihr als Proprietär eine Baugenehmigung aufrot bei der Gemeinde, bezahlt ihr unter anderem auch Kautionen. Dazu gehört eine Kaution für den Trottoir und eine Kaution für ein Stück von der Voirie. Das heißt, wenn der Ruf mal bauen, wird die kleine Etat die mit der Gemeinde gemacht, für zu gucken, wegen Zustand des Trottoir und Voirie ist. Und wenn der fertig ist mit bauen, kommt es nach in Etat die Löhmann, aber wenn etwas futtig ist, muss er das dann 3 machen, kriegt er 2000 € noch zurück. Hier ist es aber so, dass der Proprietär die Baugenehmigung gefragt wird, die Kaution bezahlt wird, an den Terrain mit der Baugenehmigung und eine andere Person verkauft wird. Die Person baut, also wäre es und der Person die Kaution zu stellen. In diesem Fall will die Gemeinde dem ersten Proprietär die Kaution aber nicht zurückgehen, weil sie so einen Artikel nicht vorgesehen hat. Wir sind der Meinung, dass sie einfach sollen einen Artikel und so eine Realität anpassen, dem ersten Proprietär die 2000 € Kaution zurückgehen, an dem zweiten Proprietär, der Proprietär ist, Kaution sicher gehen. Wirklich, dass es auch den ist, der baut, aber wenn etwas futtig gemacht gehen, also es schließt beim Bau. So einfach wäre es. Typisch Lützeburg. Stau, 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 an alle Richtungen, überall am Land bricht der Verkehr zusammen. Also auch hier umwandhaft zwischen Mermer und Stengefurt. Früher hat den hier 20 Minuten gebraucht für an die Stadt. Da brauche ich gut gerne mal eine Stunde. Und für zurück ist es doch so, die Autobahnen sind überlastet, die Straßen sind überlastet, alle Straßen rundherum, Nebenstraßen, dann Dörfer, als unwahrscheinlich Verkehr. Und das ist eine Situation, die nicht mit zur Drohe für die Leute. Und das hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass die Bevölkerung immens auf Not gegangen ist. Alle Jahre kommen 10.000 Leute bei, und da haben wir auch 10.000 Autos, das weisen auch die Statistiken. Aber die Straßen, die sind ja immer dasselbe, wie sie waren, 34, 44 Jahre. Da geschieht nichts. Und wenn wir schon Leute tun an der Regierung, die wollen 1 Million Einwohner haben, dann müssen sie das Land doch darauf vorbereiten. Und das seht ihr ganz gut, dass das nicht gemerkt ist. Und wir haben Zeit, für die Infrastrukturen, Straßen anzupassen und die Verkehrssituation, die wir heute haben. Et ass e feste Rendevous an den Dezembersendungen vun ADR Tele, die traditionell Christuspruch Städter Christ macht. Feier dich die 400 Dir, Gelegenheit für einen kleinen Rückblick zu machen. Ja, das ist ja ohne Wahlen als Tresorier begrüßt das immens. Dadurch konnten wir uns natürlich auch über das parlamentarische Arbeit an der Chambre konzentrieren. Ein von den ganz großen Dossiers das Jahr, die im Programm standen, waren Pensionen. Der hat am Frühjahr eine Broschüre rausgebracht mit ihren ersten Ideen, wo wir auch ganz hilfreich drauf sind. Was die Regierung Ludwig gemacht hat, ja, sie hat ein bisschen geplästert, wir haben es gestimmt an der Chambre. Aber es muss definitiv weitergehen, weil die Probleme sind noch nicht gelöst. Wir hatten noch keine Reform und ihr könnt ganz sicher auch auf das erzählen. Zum Schluss vom Jahr
wo mir en neuen Deputéierten an Chamberkrit, dat ma Michel Lemmer als Ekipp an der Chambre ze Stummer der neu opstalt. Sie werden awer weiterhin onermittlech fir Zieler vun der ADR kämpfen, oni awer Probleme vum Terra dabei ze vernolesschen. Zum Schluss will ich awer dann noch nach als dem ehemulschen Deputéierten dem Jeff Engelen vielmals Merci so fir se onermittlschen Ersatz, den all die Jore fir als Partei gelecht huet. Ja genau. Chef auch vu Menger Seiten enke ganz große Merci. Du wärst mal fehle mich sie froh, dass der Partei awer mo net verloren gees. Also weder loieren huet da der als Brett fir 2026 die nationalen und internationalen Herausforderungen unzugoen. Melo starte ma eich mal an eng roueger besinnlech Krichzeit, mir löden als Batterien op. Wir wollen noch ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, beruflich wie auch privat, weil ich meine, das ist auch an dieser Zeit immens wichtig. Und noch sich Zeit zu holen für Familie, für Freunde, auch für sich selber, weil das selber heute am Alltag zu kurz kommt. Zum Schluss bleibt mir dann immer noch zu sagen, wir wünschen euch all eine ruhige und besinnliche Christzeit. Schön feiert dich und eine gute Rutsch an 2023. Gute Rutsch, alle gut. Moien hai aus Peking, Beijing, China. Am Kader vun engem internationalen Austausch fir un allem sozial a kulturell Gewëch mat anderen jonken europäesche Studenten an och jonken Entrepreneuren a hinner agelueden fir als ebe bisssen e Bild vu China ze machen. Fi déich waren mat zu Hangzhou, dat ass eng ziemlichlech entwickelt Staat, wo man och zu Universitéite besiche konnten in anderem Westlake University, déi immens innovativ ass, a wo man auch konnten eng Vierlesung iwwer Genetik besichen, an donno auch op Zhejiang University, déi och een Innovationswolle huet, wéi och e Businesswolle. Wir waren auch zu Hangzhou eng KI-Entreprise kucken, Deep Robotics, wo man als bisssen e Bild konnte machen vun eben Roboteren, dat war natürlich auch immens impressionant. Donno ass et mam Schnellzug den och immens proper war an immens effikaz op Beijing gangen, wo eis dann och den Jugendforum erwart huet. He gehtt fir un allem Thema 50 Joer China-EU-Relationen an do goufch op eng table rond agelöden als Speaker fir iwwer die chinesisch-europäesch ekonomisch Kooperationun ze schwätzen. Du hunn ich ganz klar betont, dat et fir Lützeburg natürlich wichtig ass Punkto Finanztechnologien méi ze summen ze schaffen ze kucken, a bekennt och nach méi verschiedene Projekte ze summen starten. Op der anderen Seite hunn ich awer auch betont Punkto Kompetitivitéit, dat et wichtig ass, dat se Sto ze summen op en dech sitzt, weil wann Sachen a China zum Beispiel hergestalt gehen vun der nämlichster Art am nämlichchte Bereich, déi halt filmmi bëlleschei produzéiert ginn, wéi an Europa ass dat natierlech och eng gewëss Gefor fir als europäesche Entreprisen. Dat hicht do muss e Business machen, do muss sinn verhandeln. Zu guter Lächt gewech gern iwwer den Herr Premierminister Luc Friede schwätzen, den an der Lächt an Amerika gereest ass fir mat KI-Entreprisen ze schwätzen, den du no och gesot huet, weil Chinese wären an dieser Technologie ziemlich vir. Den Herr Premierminister will net a China reesen. Dat fand ich net gut, weil du gëtt eng Dir zo gemerk oni richsche Grund. An ich denke, et soll sech wirklich immer eng gros Menung machen. An wann en ha hinkennt hi dat jo net, dann den direkt es akzeptiert. Me wann en de freie Marché so unterstützt, an da se den okay, mir gin do hin awer do hin net, dat huet nemmi viel mat engem freie Marché ze den. Wir soll keng Konfrontation sichchen, me den Dialog sichchen. Voilà. Vielmals Merci fir d'Nolächtren hai aus Beijing, Maximilian Waroschillo fir d'Adrenalin. Well mir stärkt fir de Halen vun eiser Lützebauer Spruch antriden, hun mir eng nei Initiativ gestart. 200 Joer as et Tier, dat am Lützebauer Wocheblätt dat alleréich Gedicht op Lützeburg gedrégt gouf. Dat mam Titel „De lächte Wunsch vun engem Drinker. Wann Isch Eisspruch och Herz läit, da könnt ihr dese Video deelen. Dir fanden op eiser Facebook-Seite an noch op Instagram. Der lächte Wunsch vun engem Drinker. En armen Drinker am gréste Leiden wollt sech géint Gott an den Tod zerstreiten. Fir dat Schwaart Liewen net ze verléieren, dat uns nëmmen eng Zeit kann zougeheeren. Den Otem konnt ihr Ball net méi zeien,
Aéi seng Seel sollt zum Geriicht fleien, setzt hier sech an der Schwachheet op e Knéi, en hëlt seg Hand ze Summe mat vill méi, seng doudech Ahn zum Himmel geschloen, an hier fängt dës wieder ze so. O Gott, mein Herz wurt dech net emol ausgespott. Wofür muss ich schon d'Liewe verleieren? Sinn ich schlecht? So, ich will mich bekeieren. Alles, was ich getrunken und as richtig bezuelt, mein Gewissen huet mir et streng befuhl. Ich spieren, du bleibst bei dingem Willen, da sollst du mein letzte Wunsch erfüllen. Vom Grund vu menger Seel will ich verzecken, weil ich mich nicht mehr heika schicken. Wann ich bestimmt kreen, ob der anderer Welt, wat hei mein Liebe kascht huet, a mein Geld. An dat war doch schon fir dës Dezembersendung. Ech an die ganz ADR-Ekipp so ech Merzi fir no kucken. Mir wënschen ichch ganz schwé christech an e gute Rutsch an dat Neit Joer, bleif gesonder Monter. Adi.